Notfallanruf bei Life-Coach David. Ja, hallo? Wegen meiner Mutter, wegen der Krebsdiagnose. Ah, ich erinnere mich. Wie geht's dir, mein Lieber? Wie geht's euch? Am Telefon ein besorgter Kunde. Dessen krebskranke Mutter leidet trotz Davids Kräuter- und Heiltherapie unter hohem Fieber. Und deine Mutter soll nicht vergessen, der Krebs stirbt, wenn die Temperatur über 42 Grad ist. Und deswegen kommen auch diese großen Probleme dann auf. Dann regulieren sich auch die Hormone. Der Stoffwechsel funktioniert nur bei 37 Grad. Sonst funktionieren die Enzyme nicht, Immunsystem. Das heißt, Krebszellen sterben dann ab. Und sie soll sich immer vergegenwärtigen, was sie gerade macht, ist wunderbar, um diese Krebszellen abzutöten. Genau, mir ist schon klar. Ich will nur mal dein Dings halten, Super. dein Segen halten. Schön, dass du da bist, Bruder. Schön, dass du für sie da bist. Das ist eine große Möglichkeit für sie. Gefangen im Versprechen auf eine alternative Wirklichkeit. Der Film Soldaten des Lichts folgt dem Raw-Food-Influencer David. Der betreibt in seiner Rohkosteria einen Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln und ist daneben überzeugter Reichsbürger. Esoterik und Verschwörungsnarrative vereint unter dem gemeinsamen Nenner einer Gegenerzählung. Ich bin mit David zur Grundschule gegangen und hatten uns dann aus den Augen verloren. Und dann über die Recherche zu Mindset, Business und Health Coaches bin ich wieder auf ihn aufmerksam geworden. Und bei der genaueren Betrachtung von dem, was er tut, hatte ich dann auch gesehen, dass er mit dem KRD verbunden ist und mit Verschwörungserzählungen seine Produkte und seine Heilung verkauft. Die Dokumentarfilmer Johannes Büttner und Julian Vogel bereisten 2 Jahre lang das Reichsbürgermilieu. Sie folgen David bis in seine abseitigsten Winkel. Auch zum KRD, dem selbsterklärten Königreich Deutschland. Bei diesem Treffen wird viel debattiert, ohne klare Ideologie, ohne faktische Grundlagen. Wahr ist, was Anti-Mainstream ist. Es gibt Realität A, sagt der Quantenphysiker, ne? Und dann gibt es Realität B. Und welche alternative Wahrscheinlichkeiten wir auswählen, liegt in unserem Bewusstsein. Und da gibt es eine Zeitlinie oder Realität A, und da ist die krank. Und dann gibt es eine Realität B, da ist sie eben nicht krank. Und dann machst du einfach mal mit Kraft deines Geistes Realitätswechsel und dann ist auf einmal eine Spontanheilung eingetreten. Und es ist das ganze Problem mit einmal verschwunden. Und dann sagt jeder Arzt, es geht nicht, aber es geht trotzdem. Eine Frage, die wir uns die ganze Zeit gestellt haben, inwieweit glaubt David oder glauben auch andere Menschen, die wir treffen, an die Sachen, die sie tatsächlich erzählen? Oder sind das vielleicht Allegorien oder Metaphern? Wir haben festgestellt, dass sie tatsächlich daran glauben. Und das sind Momente, wo man sich bewusst wird, dass man auf dieser Ebene keine Form von Debatten oder Diskussionen geben kann. Die Demos vor der Tür dienen drinnen der Selbstvergewisserung. Dahinter zeigt sich ein perfides Wirtschaftssystem. Die Mitarbeiter in Davids Team arbeiten meist nur für Logis, Gratisprodukte und das Versprechen auf Heilung. Ausbeutung unter dem Deckmantel der Kur. Wie lukrativ das sein kann, zeigt ein Besuch beim Geistheiler Sananda. Der Film reproduziert nicht dessen Humbug, aber zeigt das Geheimnis dieser Szene. Recht hat, wer verdient. Es gibt kein Dalai Lama mehr, es gibt keinen Papst mehr. Du bist das geistige Oberhaupt aktuell, was es so gibt auf der Erde. Und das wissen viele Menschen. Ja, ich bin auch immer wieder überrascht über mich selber. Wenn ich dann ab und zu ein Video von ihr angucke, was ich denn gesagt habe, dann sage ich zu Annette immer, wieso habe ich das gesagt? Ja, genau. Diese Mischung ist das, was die Leute so anzieht, finde ich auch. Ja, das ist eben einmalig. Ja, genau. Ja, deswegen habe ich so einen Erfolg. Ja. Das ist ja was der Film versucht zu erarbeiten und zu zeigen, dass das alles eine riesengroße Wertschöpfungskette ist. Eines der Opfer, der psychisch kranke Timo. Glaubst du, wie lange du noch hier bleibst? So beim David? Bioscan wird noch gemacht. Wie ich meine insgesamt. Ich habe einen Vertrag hier. Seit dem 1.1. Timo? Ja? Mach mal den Shake, ich habe in der Küche alles rausgelegt. Ja, möchtest du den Shake flüssig haben oder fest? Timo glaubt, unter dunklen Mächten zu leiden. Mit ihm verlässt der Film seine rein beobachtende Haltung, verwandelt sich von einer Milieustudie in ein engagiertes Beobachten dieser Welt und ihren Erzählungen. Eine Tragödie im Vorgarten des Irgendwo.
Das ist ja alles nicht total abgefahren. Es geht hier nicht um Exotismus, es geht hier nicht darum, irgendwie zu zeigen, wie wahnsinnig verrückt das alles ist, sondern eigentlich geht es darum zu zeigen, wie wahnsinnig normal das alles hier ist. Vegane Impfgegner und rechte Antidemokraten feiern gemeinsam. Es ist ein Fehler, die Reichsbürger als bloße Spinner abzutun. Ihre Parallelerzählungen sind der Boden eines hochfunktionalen, zynischen Wirtschaftssystems. Vom Tellerwaschen zur Erleuchtung.